Yes, einen schönen guten Abend miteinander. Ich weiss gar nicht, ob ihr es wisst, wer die Ruth-Serie vorbereitet hat, aber ich habe gedacht, das muss ich jetzt einfach nochmal erwähnen. Und zwar hockt sie hier in der ersten Reihe. Ronja, stand doch mal auf. Sie hat diese Serie angedenkt und ausgearbeitet. Danke vielmals. Und sie hat mir das tolle, herausfordernde Thema Anbetung als Lebensstil zugeteilt. Und das ist so ein relevantes Thema. Der Janik hat vorher gesagt, dass er sich wünscht, dass Basel die Hoffnung erlebt, dass die Leute Jesus begegnen dürfen. Und das passiert nur, wenn Anbetung unser Lebensstil wird. Wenn wir nicht einfach am Sonntag hier kommen und auftanken, eine coole Zeit haben, wenn wir Gott gross machen, sondern wenn wir das Leben vom Montag bis und mit Sonntag. Und ich finde, der Paulus, der bringt es im Römerbrief auf den Punkt, was es denn bedeutet. Was ist denn die Anbetung? Und er schreibt im Römer 12,1: Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Also Anbetung als Lebensstil ist, wenn wir Gott unser ganzes Leben zur Verfügung stellen, dass er durch uns durchwirken kann. Und ich glaube, dass die Ruth da uns wirklich etwas mit auf den Weg geben kann. Wie kriegen wir denn den Lebensstil der Anbetung? Und ich habe euch heute Morgen 3 Punkte mitgebracht, wie das dann in unserem Leben auch als Lebensstil kann sich ausdehnen. Und die vielleicht die letzten paar Sündigen nicht dabei sind oder das Buch Ruth auch nicht kennen, möchte ich einfach schnell eine Übersicht geben, wo, in welchen Umständen ist die Ruth gewesen. Und die Ruth, das war eine Moabiterin, sie hat in Moab gelebt und sie hat einen Ausländer geheiratet. Sie hat einen Israelit geheiratet und in diesen 10 Jahren, als sie verheiratet war, hat sie einen neuen Gott kennengelernt. Sie hat den Gott Israels kennengelernt. Ein Gott, der gleiche Gott, den wir auch heute daran glauben. Und in diesen 10 Jahren, ganz am Anfang, ist ihr Schwiegervater gestorben. In diesen 10 Jahren ist sie kinderlos geblieben. Und der Bruder von ihrem Mann und ihrem Mann sind gestorben. Und sie ist am Schluss übrig geblieben mit ihrer Schwiegermutter, der Nomi, und mit ihrer Schwägerin, der Orpa. Und das war auch eine Moabiterin. Und das sind so ein bisschen ihre Umstände, wo sie drinnen war. Und die Nomi, ihre Schwiegermutter, die hat dann wieder zurück in ihre Heimat nach Bethlehem, weil sie gehört hat, dass Gott dort ihr Volk wieder versorgt. Und wir lesen, dass die 2 Schwiegertöchter mit ihr mitgelaufen sind und dann der Ruth und der Orpa hat Nomi gesagt, sie sollen wieder zurück, weil menschlich gesehen haben sie keine Zukunft, wenn sie mit ihr mitgehen. Und der Orpa ist dann wieder zurückgegangen und die Ruth ist mit der Nomi mit. Und man liest das so schnell und ich weiss nicht, ob du dich auch das schon mal gefragt hast, aber ich habe das durchgelesen und ich habe gedacht, warum um alles in dieser Welt möchte die Ruth mit der Nomi mitgehen? Weil dort ist keine Zukunft für sie. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht so einfach war mit der Nomi, weil wir lesen, dass die Nomi gebeten worden ist und dass es ihr nicht so gut gegangen ist. Und ich glaube nicht, dass sie einfach aus Mitleid mit der Nomi mitgegangen ist. Und wir lesen den berühmten Vers, was Ruth der Nomi antwortet, wieso dass sie möchte mitgehen. Wir lesen in Ruth 1,16, denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und ich bin überzeugt, dass das der Schlüssel ist. Dass in den letzten 2 Wörtern, mein Gott,
dass das der Schlüssel ist. Weil in diesen 10 Jahren, wo Ruth in die Familie hineingekommen ist, hat sie nicht nur die Familie kennengelernt, sondern hat sie Gott kennengelernt. Hat sie ihn durch und durch kennengelernt und eine Beziehung mit ihm aufbauen. Und hat sie können sagen, hey, ich bleib dem Gott treu. Ich kenne ihn und ich vertraue ihm. Ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Und das bringt mich zu Punkt Nummer 1. Wenn wir einen Lebensstil von der Anbetung möchten leben, dann müssen wir glauben, dass es Gott gut mit uns meint. Weil es ist schwierig, wenn es dort hapert. Wenn wir nicht glauben, dass es Gott gut mit uns meint, dann wird es schwierig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehabt hast, irgendeine Freundschaft, und du bist nicht so ganz sicher gewesen, ob die Person es gut mit dir meint. Und dann steht so immer irgendetwas zwischen einem. Und ich kann mir gut vorstellen bei der Ruth, dass Freunde und Familie ihr davon abgeraten haben, den Schritt zu machen. Dass sie gesagt haben, spinnst du eigentlich? Du möchtest in ein fremdes Land mitgehen. Wir, deine Familie, deine Freunde, wir sind da. Du kannst hier einen neuen Mann heiraten und hast eine Zukunft. Wenn du mit deiner Schwiegermutter mitgehst, dann wartet nichts auf dich. Keiner will dich dort. Und du willst dem Gott nachfolgen, der all das zugelassen hat. Der zugelassen hat, dass du keine Kinder jetzt hast, der zugelassen hat, dass dein Mann gestorben ist und dass du jetzt da stehst. Dem Gott möchtest du nachfolgen. Und Ruth hat den lebensentscheidenden Entscheid getroffen und gesagt, ja, dem Gott möchte ich nachfolgen. Weil ich kenne ihn. Ich habe eine Beziehung zu ihm und ich weiß, er meint es gut mit mir, auch wenn die Umstände etwas anderes sagen. Und ist es nicht manchmal so, dass es uns mega schwer fällt, glauben, dass es Gott gut mit uns meint? Wenn unsere Umstände vielleicht eine andere Sprache schwätzen. Wenn Leid in unser Leben hineinkommt und wir die Welt nicht verstehen. Wenn wir nicht verstehen, was jetzt gerade passiert oder warum einem das so getroffen hat. Wieso, dass das Gott zugelassen hat. Oder wenn wir von anderen mitbekommen, was passiert und du denkst einfach, es ist keine Erklärung mehr und es hinterlässt grosse Fragezeichen. Oder Angst und Sorgen machen sich breit. Die Zukunft ist vielleicht nicht mehr sicher. Die Gegenwart ist am Rütteln. Wir wissen nicht mehr, was oben und unten ist. Und die Umstände fangen uns einfach rein und es fällt uns mega schwer, um noch zu glauben, dass Gott gut mit uns meint. Und ich bin vor 2 Jahren in so Umständen geschlittert, wo ich nicht mehr gewusst habe, was oben und unten ist. Ich habe nach dem 3. Kind, ein halbes Jahr später, hat sich mein Zyklus wieder angefangen zu normalisieren. Und ich bin das erste Mal in Berührung gekommen mit PMS. Das ist etwas, was sehr viele Frauen haben. Und das zeigt sich meistens so ein paar Tage im Monat, dass einfach entweder die Stimmung voll in den Keller geht. Oder es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie sich das auswirken kann. Und ich habe das vorher nicht gekannt. Und durch das, dass ich so in Berührung gekommen bin mit dem, habe ich gemerkt, das hat fast jede Frau. Und es wird einfach nicht darüber geschwätzt. Darum habe ich gedacht, ich muss jetzt das da mal benennen. Und ja, es ist wirklich wichtig. Also, wenn ihr das Gefühl habt, ich weiß nicht, was mit mir passiert, kannst du das vielleicht einmal googlen und dann merkst ja genau, dann weißt du was. Und bei mir ist das so gewesen, bei mir hat sich das so ausgewirkt, dass ich so 4-5 Tage im Monat einfach so eine depressive Verstimmung hatte und mich so im Keller gefühlt habe. Aggressionen sind in mir vorgekommen und ich nicht mal gewusst habe, dass ich das habe. Und ich bin mit meinem Leben manchmal einfach nicht mehr zu Schlag gekommen. Mich hat das kleinste überfordertes Kind von mir einen Löffel am Boden werfen. Ich bin heulend davon gelaufen. Also ich habe mich einfach nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ich habe es nicht verstanden. Für mich war das nicht ich in dieser Zeit. Und ich habe nicht genau gewusst, was ich mit dem anfangen soll. Und ich hatte zudem auch noch Schmerzen bekommen in beiden Unterarmen. Und ich konnte kaum meinen kleinsten Sohn wickeln vor Schmerz. Und ich war so in einer Spirale, die mich immer wie weiter runtergezogen hat.
Und ich bin mehr so im Modus gewesen, überleben statt leben. Und dann am tiefsten Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, so geht es nicht mehr weiter, habe ich mich entschieden und gesagt, ich gebe Gott nochmal bewusst mein ganzes Leben. Ich tue ihm nochmal bewusst meinen Kampf abgeben, weil scheinbar komme ich allein nicht weiter. Und ich habe gemerkt, ich komme nicht vorwärts. Und ich habe ihm mein ganzes Leben nochmal abgegeben. Ich habe bewusst mich entschieden und gesagt, ich kann nicht mehr, aber ich weiss, Gott, dass du es eigentlich gut mit mir meinst. Weil ich kenne von meiner Geschichte, was ich alles schon mit ihm erlebt habe. Ich weiss, dass er ein liebender Gott ist. Ich weiss, dass er ein souveräner, ein treuer Gott ist. Ich weiss, dass er es gut mit mir meint, das Tiefste in mir drinnen. Und ich habe den Entscheid getroffen, trotz meiner Umstände, dass ich gesagt habe, ich möchte an ihm festheben und ihn priorisieren. Und im Badzimmer haben wir den Vers aufgehängt von Psalm 23. Und ich lese den sehr oft oder tue ihn viel mir selber zusprechen, gerade in diesen Phasen, wo es mir nicht gut geht, tue ich es über mein Leben proklamieren. Und letztens habe ich das so durchgelesen und dann bin ich an einem Wort hängen geblieben. Und zwar, das ist gerade am Anfang, steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich bin an diesem Wort «wird» hängen geblieben. Ich habe gedacht, ist das nicht faszinierend? David konnte sagen, über seine Zukunft. Er hat nicht gesagt, mir mangelt gerade jetzt nichts, es geht mir gut. Er konnte aussprechen, mir wird nichts mangeln. Das hat mich so zum Nachdenken gebracht. Wir wissen, das Leben von David ist voller Mangel. Sein Leben ist ein Up and Down. Und menschlich gesehen würden wir jetzt sagen, er hat schon sehr viel Mangel gehabt. Und trotzdem, wie kann er das sagen? Weil er schreibt selber nachher, im Vers 4 schreibt er, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Und dort ist der Schlüssel drin. Denn du bist bei mir. Er sagt selber, ich weiß genau, ich werde wieder einmal durch ein finsteres Tal gehen. Aber trotzdem kann ich sagen, mir mangelt nichts. Trotz dem menschlichen Mangel mangelt mir nichts, weil ich das Wichtigste, was ich brauche. Und er sagt das so schön im Psalm 73, 38. Mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein. Bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Gott nahe sein. Er hat bei ihm Zuflucht gefunden. Er hat nicht auf das gehört, was Menschen ihm gesagt haben, sondern er hat bei Gott Zuflucht gefunden. Er hat die Beziehung zu Gott gehabt, dass er sagen kann, hey, wenn es mir nicht gut geht, ich suche bei ihm Zuflucht. Und das ist alles, was ich brauche. Und das hat eine Sehnsucht in mir ausgelöst, wo ich dachte, wow, das möchte ich auch mal sagen können. Es so nah an Gottes Herz ist, so eine Beziehung zu Gott zu haben, wo man sagen kann, dass das wahre Glück ist, an Gottes Herz zu sein. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass Ruth genau diese Beziehung hatte. Eine Beziehung, die unabhängig war von den Umständen. Eine Gottesbeziehung, die sich nicht definieren lassen hat von ihren schlimmen Umständen, wo sie drinnen war. Und ich glaube, darum hat sie den Entscheid treffen, dass sie gesagt hat, ich bleibe treu. Auch wenn meine Umstände anders aussehen, weil ich kenne den Gott. Und das bringt mich zu Punkt Nummer 2. Wenn wir möchten, dass die Anbetung unser Lebensstil wird, dann ist es wichtig, dass wir treu bleiben, trotz schwieriger Umstände. Das zeigt uns die ganze Geschichte von der Ruth, wie treu sie geblieben ist, wie sie den Entscheid getroffen hat. Und der Entscheid, es ist nicht so, dass es sie nichts gekostet hat, Gott treu zu bleiben. Es hat sie alles gekostet. Sie hat ihr ganzes Leben hinter sich gelassen, sie hat ihre Freunde hinter sich gelassen, ihre Familie, all das Bekannte hat sie einfach hinter sich gelassen und sie hat nicht gewusst, was auf sie wird warten. Sie hat nicht gewusst, wie die Geschichte ausgeht.
Und trotzdem ist sie treu geblieben Gott. Und sie hat weitergemacht. Auch als sie in Bethlehem angekommen sind, sie hat treu weitergemacht, das, was gerade vor ihren Füßen gelegen ist. Sie ist vom Morgen bis am Oben Ähre auflesen. Zwischen den Schnittern hat sie die mühsame Arbeit gemacht und ist eins nach dem anderen auflesen. Und als ich mich entschieden habe, treu bleiben trotz meiner Umstände und Gott wieder an erster Stelle zu setzen, hat mich das auch etwas gekostet. Ich habe auch meine 3 Kinder, die sind mittlerweile, mal schauen, ob ich es richtig sage, 2,5, jetzt gerade 4 geworden und 5,5. Ja. Und neben den Kindern habe ich so 1 bis 2 Stunden am Tag für mich. Und mich hat das etwas gekostet, Gott wieder an erster Stelle zu setzen, weil ich vieles hinten anstellen musste. Weil du musst wissen, wenn du 3 so kleine Kinder hast während die Kinder wach sind nicht so viel Zeit. Und ich habe einfach die Zeit von der Mittagsruhe und am 9 Uhr, wenn wir Feuer oben haben. Und ich habe meine Prioritäten umstellen. Ich habe gesagt, hey, nein, die Zeit, die ich habe, die möchte ich richtig nutzen. Ich habe angefangen, mein Handy draussen zu lassen. Ich habe angefangen, dass ich einfach die Bibel lesen. In der ersten Zeit, die ich hatte, dass ich einfach zur Ruhe gekommen bin. Manchmal bin ich so müde, bin ich einfach auf dem Bett gelegen und habe einfach nichts gemacht. Aber ich habe einfach gesagt, Gott, wenn du etwas sagen willst, dann jetzt, sonst schlafe ich ein. Genau, habe ich auch mal geschlafen, das ist auch okay. Und ich habe vieles aber auch aufgeben. Weil du musst wissen, ich bin eine Person, ich bin sehr projektorientiert. Ich liebe das, Sachen aus der Erde zu stampfen und dann fertig zu machen, wieder abzugeben. Und ich habe wie gemerkt, das hat momentan einfach keinen Platz. Ich habe wie das Gefühl, dass Gott mir mal gesagt hat, Marisa, neben mir und der Familie hat nicht wirklich etwas Platz. Und das hat mich recht mögen, aber ich habe wie gemerkt, ja, das ist jetzt gerade so eine Phase, wo ich richtig priorisieren muss. Weil du musst wissen, ich habe mich sehr gerne abgelenkt mit dem Handy. Ich habe sehr gerne, und das ist auch etwas Einfaches, oder? Und das ist auch das, was Social Media beabsichtigt, dass es uns so anzieht. Und ich bin sehr gerne einfach schnell abgetaucht in eine andere Realität, weg von meinen Problemen, weg von meiner Überforderung. Und einfach auf YouTube Shorts durchscrollt. Ich habe sonst Facebook und Insta habe ich schon lange gelöscht, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Aber dann habe ich halt YouTube Shorts entdeckt. Und ich habe wie gemerkt, okay, gut, ich muss das irgendwie auch abschalten. Und darum habe ich auch bewusst einfach das Handy beim Eingang gelassen und ich war dann im Zimmer gewesen, dass mich das nicht einnimmt. Und ich wollte, dass Gott wieder den ersten Platz in meinem Leben einnimmt. Weil du musst wissen, seit einem Jahr lang bin ich in dieser Abwärtsspirale drin gewesen und es ist einfach nichts passiert. Und erst dann, als ich wieder umgeswitcht habe und gesagt habe, hey, nein Gott, ich möchte dir treu sein, ich möchte dich an erster Stelle setzen und wieder mein Herz aufgemacht habe für ihn. Erst dann hat so langsam, ganz, ganz langsam, hat er mich innen angefangen zu verändern. Und ich glaube, gewisse Sachen mit Gott, die passieren nur, wenn wir treu bleiben in schwierigen Situationen, weil die brauchen Zeit. Und ich glaube, dass wenn jede schwierige Situation oder Umstand, wenn uns das wegbringt von Gottes Nähe, dass wir dann vieles verpassen, was Gott eigentlich für uns parat hat. Und wenn Ruth nicht dranbleiben wäre, wenn Ruth gesagt hat, hey, nein, eigentlich ist mir das zu mühsam, hier Ähre aufzulesen, was mache ich eigentlich hier? Wenn sie zurückgegangen wäre nach Moab, dann wäre die Geschichte nicht so rausgekommen. Wenn sie nicht treu geblieben wäre, trotz ihrer schwierigen Umstände, würden wir das heute nicht so lesen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir treu bleiben, auch wenn wir das Gefühl haben, hey, irgendwie funktioniert es nicht. Weil das, was wir bekommen,
wenn wir treu bleiben, wenn wir es wirklich anbekommen, so nah an Gottes Herz sein, dass wir können sagen, wir haben eine Beziehung, die unabhängig ist von unseren Umständen, dann gibt das dir so viel mehr, als wenn wir einfach happy clappy durchs Leben gehen und nie so Schwierigkeiten erleben. Und schau, Gott ist treu. Er ist sogar treu, wenn wir untreu sind. Aber das ist ein anderes Thema, das beleuchte ich jetzt nicht. Über das kann man eine eigene Predigt machen. Und sein Plan ist grösser als unser. Und das bringt mich zu Punkt Nummer 3. Wenn wir möchten, dass der Lebensstil der Anbetung tief in uns hineinrutscht, dann müssen wir realisieren, dass Gott nicht nur für dich, sondern auch durch dich durchwirken will. Wir wissen in der Geschichte von der Ruth, wie es ausgekommen ist. Ruth hat den Boas geheiratet. Sie haben einen Sohn bekommen. Und Gott hat Ruth versorgt. Aber das Spannende ist ja, in dieser ganzen Geschichte geht es ja eigentlich nicht nur um die Ruth. Durch die Ruth ist auch die Naomi versorgt worden. Und durch die Ruth ist das ganze Volk Israel gesegnet worden. Weil der Sohn von der Ruth ist der Großvater vom König David. Und wenn wir diesen Stammbaum noch weiter runtergehen, dann wissen wir, dass Jesus dort nachher rauskommt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das begreifen. Und das ist aber auch schwierig für uns. Wir müssen begreifen, dass es eigentlich nicht um uns geht. Und das ist schon ein bisschen die Schwierigkeit oder in unserer Zeit, dass es Hauptsache stimmt für uns. Hauptsache mir geht es gut. Hauptsache ich fühle mich in dem, was ich mache, gerade gut. Und wenn es mir nicht so gut tut, dann ist es halt nicht. Und ich glaube aber nicht, dass das Gottes Reich ist. Die Welt dreht sich nicht um unser kleines Individuum. Zum Glück nicht. Sondern Gott hat noch so viel mehr vor. Und ich habe das gemerkt, je näher ich an Gottes Herz gerutscht bin, desto mehr hat er mich innen verändern. Er hat nicht meine Umstände verändern, sondern er hat meine Sicht, mein Herz verändern. Und ich habe Empathie bekommen, ich habe Liebe bekommen für Frauen, die in der gleichen Situation sind wie ich. Ich habe Freundschaften haben sich entwickelt mit Müttern, wo es genau gleich geht. Und auch mit unserer Nachbarschaft haben sich Freundschaften entwickelt, die so wertvoll sind. Und irgendwie vorher, ich weiß nicht, ob ich zu beschäftigt war, aber hat das nicht Platz gehabt in meinem Leben. Und erst dann, als ich wieder Gott an erster Stelle gesetzt habe, hat sich das entwickeln. Und ich habe oft, wenn ich in dieser Mittagsruhe war oder bin, dass ich Gott frage, hey, was hast du parat? Wenn ich mich mit jemandem getroffen habe am Nachmittag, habe ich ihn einfach gefragt und manchmal ist ein Gedanke gekommen, manchmal nicht. Aber er hat mir aufgezeigt, wie ich mit meiner Zeit und mit meinen Finanzen praktisch dienen kann. Er hat mir aufgezeigt oder ein Gefühl gegeben, wenn ich vielleicht noch einfach nur zuhören muss. Wenn ich vielleicht noch mitleiden muss oder mitkämpfen oder mitglauben. Oder wenn ich noch vielleicht Gott ins Spiel bringen muss. Das ist immer die beste Karte. Und ich habe einfach sehen, wie er in meinem Zerbruch, in meiner wenigen Energie, die ich habe, mit dem, was einfach gerade vor meinen Füßen liegt, wie er nicht nur mein Herz verändert, sondern wie er durch mich anfängt zu wirken. Und ich bin mit einer Mutter unterwegs. Sie ist eine alleinerziehende Mutter. Und es hat sich dort so eine Freundschaft entwickelt, per Zufall. Ich habe sie mal getroffen auf dem Spielplatz. Und ich habe gemerkt, hey, Gott hat sie extrem auf dem Herz. Und ich habe gemerkt, wie er mir viel Gedanken immer gibt, wie ich sie
finanziell unterstützen kann, wie ich sie mit meiner Zeit unterstützen kann, wo ich mit anpacken kann, wo ich sie entlasten kann. Und dann habe ich ihr auch schon einmal von Gott dürfen erzählen, dass ich das Gefühl habe, dass er sie sieht und dass er sie versorgt. Und sie ist dann ein paar Wochen später ins ICF Basel-Land gekommen. Und ich hatte schon ein bisschen Panik, weil wir haben dann eine Videopredigt gehabt. Ich habe schon gedacht, nein, nicht heute. Aber genau, Gott wirkt ja auch durch Videopredigten. Und ich habe einfach so gedacht, ich weiß nicht, das ist so halt unser menschlicher Kopf, oder? Man denkt, das Setting stimmt nicht so ganz. Dabei war Gott schon lange bereit, dass sie dort kommt. Und sie ist berührt worden von einer Ziele in einem Worship-Song. Und das hat sie umgehauen. Und ich bin am Donnerstag drauf zu ihr Heim gegangen, weil ich natürlich wissen, was das so in ihr ausgelöst hat. Und sie hat mir dann die ganze Geschichte erzählen, wo sie das Gefühl hat, wo Gott sie immer wieder berührt und sie das Gefühl hat, hey, ja, da ist irgendjemand, der ihr nahe ist. Und dann hat sie einen Satz gesagt und der hat mich einfach umgehauen. Ich glaube, so etwas Schönes habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Sie hat zu mir gesagt, hey Marisa, für mich bist du wie Jesus, wo mir Gott geschickt hat, um mir zu zeigen, dass es ihn gibt. Und das war für mich so berührend, dass sie Jesus in mir gesehen hat. Dass ich Jesus vertreten durfte. So etwas Ehrenhaftes habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gehört. Und ich habe gemerkt, dass Gott mein Herz aufgetan hat, genau für das. Dass er meinen Zerbruch, meine Schwachheit gebraucht hat. Dass er Leuten begegnen kann, wo es genau gleich geht. Und ich bin mir sicher, ich hätte das nicht erlebt, wenn ich nicht treu geblieben wäre in dieser schweren Situation. In meinen schweren Umständen. Und ich bin immer noch drin. Es ist nicht so, dass alles jetzt happy clappy bei mir ist. Ich bin immer noch drin. Aber ich habe den Schatz gesehen, was es heisst, wenn man treu bleibt in schwierigen Umständen. Wenn man an Gottes Herz dran rutscht. Und Anfang Jahr bin ich so auf dem Sofa gehockt bei uns daheim und habe so ein bisschen über die letzten 2 Jahre nachgedacht. Und ich habe so das Gefühl gehabt, Gott fragt mich, hey Marisa, ich habe immer wieder gesagt, ach, ich wünsche mir so, dass ich einfach wieder so bin wie früher, wo ich weiss, was ich mag, wo ich weiss, wo ich einfach so konstant bin und nicht irgendwie so ein Frack. Und Gott hat mich dann so gefragt, ganz leislich in meinen Gedanken. Und er hat gesagt, Marisa, möchtest du dann wieder zurück zu deinem alten Ich? Und ich habe das lange überlegt, weil ich habe dem schon sehr nachgetraut. Und ich habe dann Gott müssen sagen, nein. Ich will nicht mehr zurück zu meinem alten Ich. Weil das, was ich gewonnen habe, ist so viel mehr als das, was ich vorher hatte. Ich habe so einen Schatz entdecken, was es heisst, trotz Umständen an Gottes Herz nahe zu sein. Dass meine Umstände nicht mehr das lauteste Wort hatten, sondern dass Gott das lauteste Wort hat. Dass ich Zuflucht bei ihm finden durfte. Und ich durfte an dem oben unter Tränen mein altes Ich loslassen. Und 2-3 Wochen später bin ich nochmal auf dem Sofa gehockt. Ich habe nochmal nachgedacht. Und dann plötzlich ist so eine Dankbarkeit in mir aufgekommen. Ich bin plötzlich dankbar geworden für den Sturm, den Gott zugelassen hat in meinem Leben. Ich habe gemerkt, ich bin mega dankbar, dass ich durch den Sturm durch oder immer noch in dem Sturm drinnen bin. Dass Gott mich wachgerüttelt hat aus meinem geistlichen Schlaf. Dass er mir den wahren Schatz gezeigt hat.
dass ich ein bisschen anfangen verstehen, was es heisst, wenn der David sagt, mein grösstes Glück ist es, Gott nahe zu sein. Ich habe ein bisschen verstehen, wenn er sagt, mir wird nichts mangeln. Und eines von meinen absoluten Lieblingsgebeten, das ich so auf einem Kärtchen seit Jahren schon, das steht im Psalm 86,11. Und das ist etwas, was ich immer wieder bete. Dort steht, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und schau, es geht nicht um uns. Es geht um seinen Weg. Es geht um seine Wahrheit. Und da ist ein Schatz drin, wenn wir davon glauben, dass er es gut mit uns meint. Dass wir treu bleiben, trotz unseren schwierigen Umständen. Dass wir uns nicht definieren lassen von dem, was vielleicht unsere Mitmenschen sagen oder was unsere Umstände sagen. Sondern dass wir uns definieren lassen von dem, was Gott uns sagt. Dass wir näher an sein Herz rutschen. Und dann wird das passieren, was auch der Janik vorher schon gesagt hat. Dann werden wir sehen, dass Leute in unserer Umgebung verändert werden. Dann kommen Leute in Berührung mit dieser Hoffnung, weil Gott durch uns durchwirkt. Und die Bibel sagt uns nicht, dass unser Leben easy wird. Zweifel werden kommen, Sorgen werden kommen. Unser Leben wird es so machen. Aber mein Wunsch für uns als Kirche ist, dass unser Glaube so macht. Egal, was unsere Umstände machen. Dass unsere Beziehung zu Gott immer fester wird und wir immer näher an Gottes Herz dran rutschen. Dass wir den wahren Schatz dürfen entdecken. Und dass wir dürfen von dem leben, was er sagt. Und von dieser Wahrheit leben, die er uns zuspricht. Und das kostet uns etwas, wenn wir Gott möchten an erster Stelle setzen. Aber das, was wir gewinnen, ist so viel mehr. Darum möchte ich dich ermutigen, dass du den Schritt machst und Gott an erster Stelle setzt. Ich kann nur von mir erzählen. Aber wenn wir die Bibel lesen, wie viel mehr Grund haben wir als Ruth, zu glauben, dass es Gott gut mit uns meint. Dass Gott Jesus geschickt hat, damit wir in eine lebendige Beziehung kommen mit Gott. Dass nichts mehr zwischen uns steht. Wir haben so viele Geschichten, wo wir wissen, wie Gott treu ist, souverän ist. Und dass sein Plan grösser ist. Und dass wir irgendwann sagen können, mir wird nichts mangeln. Und das ist der wahre Gottesdienst, oder, den Paulus beschrieben hat. Dass wir nicht nur für einen Sonntag leben, dass wir Gott nicht nur am Sonntag erleben, sondern dass wir wie Ruth und David den Lebensentscheid können treffen und sagen, vom Montag bis um Sonntag soll mein Leben ein Gottesdienst sein und dir Gott zur Verfügung gestellt werden. Und dann werden wir sehen, dass andere durch uns gesegnet werden. Dann werden wir sehen, dass Himmel auf die Erde kommt. Dann werden wir Gottes Reich noch mehr erleben. Und das fängt bei mir an, das fängt bei dir an. Und das ist ja das Spannende, oder? Im ganzen Buch Ruth erleben wir kein direktes Wunder. Wir erleben kein Gebet, kein Worship, sondern das ganze Leben ist eine Anbetung. Das wünsche ich mir, dass wir bekannt werden als Kirche. Dass wir eine Kirche sind, die nicht nur für uns lebt.
und dass unsere Umgebung verändert wird durch das, dass Gott durch uns durchscheint. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich würde gerne noch beten. Ich weiss jetzt gar nicht, haben wir ein Gebetsteam, das noch parat ist? Das habe ich nicht gefragt. Yes! Halleluja. Ich habe das Gefühl, dass ein paar Leute hier in diesem Raum sind, die nicht glauben können, dass es Gott gut mit ihnen meint. Vielleicht bist du in Umständen drin, wo wie bei der Ruth andere Sprache schwätzen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du das bist, dass du nachher zum Gebetsteam übergehst und das ablegst. Weil wir glauben, dass Gebet die grösste Waffe ist, die wir haben. Und wir glauben daran, dass Gott die Lügen, die über dein Leben ausgesprochen werden, dass er dich kippen kann. Und dass Wahrheit über dein Leben ausgesprochen werden. Oder wenn du sonst irgendetwas hast, das du nicht loslassen kannst, geh zum Gebetsteam und lass einfach für dich beten. Und ich möchte, dass wir alle zusammen, wenn du das möchtest, Gott wieder an erster Stelle setzen. Wieder bewusst den Entscheid heute so sagen, hey Gott, eigentlich gehörst du an meine erste Stelle. Dann bete du einfach mit mir mit. Lass uns unser Leben wieder neu auf ihn fokussieren. Gott, ich danke dir, dass du ein liebender Vater bist. Und ich danke dir, dass du es gut mit mir meinst. Hilf mir zu glauben, dass du es gut mit mir meinst. Ich möchte dir treu bleiben, auch wenn meine Umstände mal etwas anderes sagen. Du gehörst an erster Stelle in meinem Leben. Nimm du mein Leben wieder neu in deine Hand. Dir möchte ich es heute am Abend wieder neu in deine Hand legen und darauf vertrauen, dass du ein guter Gott bist. Wirk du in mir, wirf du alle Lügen ab, die über meinem Leben sind. Nimm du meine Sorgen, meine Lasten. Ich lege sie bei dir an. Und schenk du mir deinen Frieden. Schenk du mir deine Hoffnung. Schenk du mir deine Liebe. Und mach du mein Herz auf. Dass du nicht nur in mir wirken kannst, sondern dass du durch mich durchwirken kannst. Und lass du mich ein Segen sein für mein Umfeld. Dass ich staunen darf, was du alles parat hast. Mach du meine Augen auf, für was vor meinen Füßen liegt. Und führ und leid du mich. Danke, dass du ein treuer und liebender Gott bist. Amen.